Redner als Herr Sven Clement. Herr Clement, das Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was qualifizieren wir als illegal Migration? Migranten, die illegal Grenzen überschreiten und illegal Handlungen beginnen, an dem sie etwas klauen oder ihn überfallen. Auf verschiedene Fälle ja. Auf vielen anderen nee. Es kann nicht so einfach pauschalisiert gehen. Illegale Migration betrifft nämlich auch die Leute, die sich für ihre Familie und sich selber eine bessere Zukunft wünschen. Auf viele sicheren Herkunftsländer aus dem Lebensstandard gering und dem Armutsrisiko ganz hoch. Weil die Leute aus diesen Ländern oft keine Chance haben, auf illegalem Weg zu immigrieren, bleibt ihnen eine illegale Immigration oft als letzten Ausweg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Migranten kriminell sind, ist es wichtig, dass man durch internationale Akkorde Regeln haben, die festhalten, wie mit diesem Problem umgegangen wird. Also das Strafrechtssystem und unsere Infrastrukturen müssen in so aktuelle Herausforderungen angepasst gehen. Wenn gegen das Gesetz verstoßen wird, muss Rückführung envisagiert können gehen, aber just dann. Dann also doch kein Retour volontär, aber dann also den Retour involontaire, voire forcé, eine Expulsion. Herr Präsident, ich glaube an ein Recht auf Freiheit. Auf das Recht, frei bestimmen zu können, wo ich leben will, und wie ich leben will. Am Respekt vom Gesetz. Und ich fand es nicht richtig, wenn wir für uns selber das Freiheit fordern und andere gleichzeitig nicht zu erkennen. Das ist richtig und wichtig, dass wir uns durch internationale Akkorde eine Notiz und Hand gehen, für klare Regeln aufzustellen, für Fälle, an denen Migranten sich durch reell kriminelle Handlungen strafbar machen. An diesem Fall muss die Justiz hierarchisch noch gehen und muss am Fall von einer Verurteilung überprüft gehen, wie eine Ausweisung oder eine Aushändigung des Justizapparats aus dem Heimatland vom Verurteilten kann durchgeführt gehen. Für so Fälle sind Akkorde wie die Vierleitenden zweckmäßig. Für Personen an ihrem Recht auf befreites Leben anzuschränken, nicht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten letzte Woche eine Interpellation über das Bien-être und das Woche auch. Wir suchen uns Wussen Ungleichheiten, Menschen an der Armut und als Work-Life-Balance. Wir suchen uns als Lebensqualität, wohlgemerkt als Lebensqualität. Die merkt, dass sind wir und nicht sie. Zeitgleich zu diesen Interpellationen sollen wir diese zwei Protokolle durchschwenken für Menschen aus der Ukraine und aus Armenien mehr einfach aufschieben zu können. Das betrifft nicht nur die Leute, die durch kriminelle Aktivitäten hier im Land aufgefallen sind, wir alle guten die, denen hier ein paar Bayern nicht stimmen. Weil sie legale Weg nicht auf Lützeburg Konto kommen, weil als aktuelle Gesetze hier das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung einschränken. Einerseits jämmern wir, wie schlecht die Situation zu Lützeburg ist, und andererseits schicken wir Leute zurück, die fanden, dass die Situation hier aber so manches besser ist, wie da, wo sie herkommen, und wir schicken sie zurück auf viel mehr insupportable Situationen. Ich ging so, und das kann den als Lützeburgische Hypokrisie vom Feinsten bezeichnen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es werde ich nicht überraschen, wenn ich so, dass Piraten dieses Projekt an den anderen auch nicht mitstimmen werden. Sich frei zu bewegen, darf nicht illegal sein. Es soll nicht mehr sein. Merci vielmals, Herr Clement. Den Herr Karteiser will ich aber noch eine vorstellen. Ganz sehr, Herr Präsident und noch Herr Clement, liebe Kollegen, entschuldigt mich, dass mir einfach wertvoll wird, nur zu fragen, sind Piraten dann der Meinung, dass es ein uneingeschränktes Recht auf Migration gibt, dass jeder kann sich das Land raussichern, wo er will wohnen, und dass der Recht dazu Lützeburg an dem Sinne nicht mehr soll ausgefeiert gehen von einer Situation aus, wo ein irregulär ist, sondern dann nicht als Gesetze ausfeiern. Aber wenn das der Fall ist, auf jeden Fall meint Herr Clement dann eine Menge Piraten, dass wir als Gesetze sollen applizieren, und auf jeden nicht für Rechtsstaat eine interessante Frage. Herr Karteiser, wenn der Mingriert nur gelauscht hat, da kann das Antwort. Merci. Das erklären deutlich, und die Bespurt und die Regierung gehen, den Herr Außenminister Jean Asselborn.